Moin! Viele Produkte aus dem Alltag sind in der Form von Spraydosen erhältlich. Haarspray, Deo oder Botzmittel. Wenn der vermengt, hat das mit dem anderen echt zu dienen. Weit gefehlt. Unabhängig davon, was an den Spraydosen dran ist, sind es alle gute mit Treibgas gefüllt. Und das muss fachmännisch entsorgt gehen. Wie und wo genau, das wissen Sie bei der Superdreckskiste. Moin! Moin. Ich schon lauter alte Spraydosen. Wo kommen die hin? Ja, ha mat d'Abteilung vun der Superdreckskcht an kom mat erklären alles dobannen. André. Also schon mal alles Matbrot, was du ihm trillen hat. Kann allerdings sehen, dass verschiedene von den Dosen nach ein bisschen dran ist. Ja, also du kannst Bredose mat bringen, auch wann sie eitel sinn. Kann se hai aufgehen im Recyclingpark oder bei der mobiler Sammlung und der Gemengen. Aber das ist ja praktisch. Es gibt also gar keinen Grund mehr für die Spraydosen dann an die normale Pobel zu gehen. Was da noch da geschieht, das weiß nicht Gergelo. Weder unschwer erkennen können Sie mehr nicht mehr am Recyclingcenter nehmen, wir sind zu Kolmabirsch Site von der SDK. Aber wenn der erst vorgestellt wird, ja, was geschieht da mit den ganzen Produkten, die ich da aufgehen habe, über die Frage, die Band von der Gergelo. Kommt einfach mal. Ich kaufe ganz herzlich empfangen von Frank. Salut Frank. Moin Raul. Frank, nachdem ich meine Spraydose korrekt entsorgt, was geschieht dann eigentlich mit denen? Die kommen bei Superdreckskcht op Kolmabirsch Logistikzentrum, die gehen proper verpackt und in die Köchte, wie es da gesagt. Da machen wir unterschiedlichen Spraydosen und PU-Schamdosen. Und wenn wir da genug Quantität tun, geht die Kamion halt fort bei Partnern hier in Europa, wo die dann fachmännisch recycliert gehen. Du sollst recyclieren, habe ich immer Jahre zum Beispiel, was kann recycliert gehen, aber wie genau kann ich das eigentlich vorstellen? Eng Spraydose ist am Anfang ein metallene Behälter, also Aluminium, mit einem Plastikdeckel drauf. Das sind alles Materialien, die du kannst rekuperieren, stofflich recyclieren. Und du hast aber auch Restinhalte dran, Gase, die dran sind, die gehen dann thermisch benutzt, thermisch verwehrt. Bei der PU-Schamdose ist das ähnlich, das ist auch ein metallene Behälter, wo du ganze Materialien kannst rekuperieren. Am Durchschnitt bis zu 70% von einer PU-Schamdose oder von einer Spraydose kannst du stofflich recyclieren, der Rest ist dann echt thermisch verwertbar. Also wenn ich das richtig verstehe, bleibt am Endeffekt nicht ganz viel übrig. Nein, es geht schon darum, für ein Maximum von diesen Sachen zu rekuperieren, aber die Komponenten, die mir viel gefährlich sind, für die fachmännisch zu entsorgen. Gut, tipptopp. Na ja. Merci Frank. Ja, geschieht. Ich fasse also noch einmal zusammen. Wenn dir daheim alte Spraydosen habt oder aber Spraydosen mit einem Rest dran, dann bringt sie bei dem Recyclingcenter oder aber bei Superdreckskcht. Hier kümmern Experten sich drum. So können bald 70% nach einmal benutzt gehen, sei das als Sekundärstoff oder aber für ganz neue Produkte herzustellen. Am besten also da natürlich gar keinen Aufwand zu produzieren. Und dafür konnte ich von der Superdreckskirche noch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg. Spraydosen ganz evitieren an alternative Videoroller, Rasiersäfe oder selber gemachte Schlagsahne benutzen. Am Platz von einer Spraydose können noch sogenannte Pumpenzerstäuber benutzt gehen, die in immerem abfüllen kann. Spraydosen bei hohen Temperaturen nicht am Auto oder andere Plätze liegen lassen, die sich abheizen oder wo sie direkt der Sonne ausgesetzt sind.